herzlich willkommen in Malaga. Und natürlich muss man so einen Tag auch traditionsgemäß beginnen. Wir sind im Casa Aranda, das ist in der Innenstadt ein ganz typisches traditionelles Café, genau. Und was man hier unbedingt probieren muss, das sind die frisch gemachten Churros. Die werdet ihr gleich auch auf unserem Tisch natürlich sehen. Hola. Die Churros, die kann man auf zwei verschiedene Varianten essen. Man kann sich eine heiße Schokolade bestellen. Dann kriegt man so eine Tasse voll Schokoladenpudding, wo man die drin tunken kann. Oder ich bevorzuge es ja nie im Zucker zu tunken. Ich habe mir deshalb ein Colacao bestellt. Das ist die normale Milchschokolade, wie man sie bei uns kennt. Und dann kriegt man sowieso Zucker dazu, kann den so ein bisschen da drin tunken. Seit 1932 schon gibt es dieses Café, das hier praktisch die komplette Straße, die Zwischengasse ausfüllt. Und es ist immer wieder eine Freude, da zu sitzen, die Leute zu beobachten, die da lang schlendern und die vielen Kellner, die im Einsatz sind, bei ihrer Arbeit zu beobachten. Was hat das Ganze gekostet? Wir haben 5,30 € bezahlt, die Churros kosten das Stück 50 Cent und der Kaffee sowie die Schokolade kosteten 1,65 €. Zu jedem Besuch in Malaga gehört für uns natürlich auch immer eine Steppvisite im Marktgebäude. Und jetzt stehen wir hier davor und zeigen euch mal noch schnell das große gläserne Bild über dem Eingang und danach geht es hinein, denn da drin ist, wow, Überfluss pur. Falls ihr schon so ein bisschen reinseht, dann könnt ihr entdecken, dass die Marktstände hier geschlossen sind, weil hier ist die Fischabteilung. Und da am Sonntag kein Fischer raus aufs Meer fährt, gibt es am Montag keinen frischen Fisch. Und jeder Malagueño, der kennt dieses Spiel natürlich und der isst am Montag dann auch keinen Fisch, weil der ist ja dann schon einen Tag alt. Und sowas Altes, das essen sie nun wirklich nicht. Überall sieht es lecker aus. Die Mandeln, die man hier auch auf der Straße kaufen kann, die sind traditionsgemäß gesalzen, schmecken aber echt lecker. Hier am Plaza de la Constitución sind sie im Moment am Abbauen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, es war Karneval hier. Falls ihr das Video noch nicht angeschaut habt, hier oben blenden wir euch das nochmal kurz ein. Da könnt ihr nochmal draufklicken und nachsehen, wie das hier gefeiert wird. Und ein wichtiger Bestandteil von jeder Zeremonie ist natürlich auch die Calle Larios, die Hauptstraße sozusagen, die Haupteinkaufsstraße. Die befindet sich hier und sie hat doch immer die Weihnachtsbeleuchtung. Wir haben euch ja schon erzählt, dass vor allem ich schon sehr viel Zeit hier in Malaga verbracht habe. Vor unserer Reise waren das 4 Monate am Stück und 2 Jahre davor waren das nochmal knapp 2 Monate. Da bleibt natürlich so einiges hängen und da kriegt man einiges auch von der Stadt mit. Zum Beispiel weiß ich, warum diese Kathedrale hier die Einarmige genannt wird. Sie hat nicht 2 Türme, sie hat nur einen. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Grund dafür, dass die amputierte ist. Sie hatten kein Geld mehr für den 2. Turm fertig zu bauen. Der
wohl berühmtesten Lokale ist das El Pimpi hier in Malaga. Es ist zwar auch an einem sehr touristischen Platz, aber hier waren auch schon die ganzen Stars. Und jetzt gehen wir mal rein und dann zeigen wir euch, warum dieses Lokal auch einfach nur so zum Durchschlendern echt sehenswert ist. Hier im Lokal. In keinem Lokal dürfen natürlich irgendwelche ausgestopften Stierköpfe fehlen. Hier auch. Dann kommen wir zu der Hall of Fame oder der Wall of Fame hier, besser der Wand der Berühmtheiten. Zugegeben, besonders viele dieser spanischen Persönlichkeiten kennen wir nicht, aber der ein oder andere ist dabei, die zeigen wir euch auch. Rafael Nadal, den kennt ihr bestimmt auch. Die wohl wichtigste Persönlichkeit oder berühmteste Persönlichkeit von Malaga ist Antonio Banderas. Er hat auch noch immer ein Haus, ein bisschen außerhalb des Zentrums. Ich habe das in der Sprachschule, die ich hier besucht habe, gesehen, weil von dort konnte man zum Fenster hinaus direkt auf sein Haus schauen. Und anscheinend soll er auch regelmäßig zur Feria hier sein, das große Fest im Sommer hier in Malaga. Ja, hat also jetzt nochmal zurück zu Antonio Banderas, hat er unterzeichnet. Wie gesagt, dieses Lokal hier, das strotzt nur so von berühmten Namen, die sich hier schon verewigt haben. Aber einer, der stiehlt sogar noch Antonio Banderas die Show. Und das ist ebenfalls ein Sohn aus Malaga. Wisst ihr, wen ich meine? Kennt ihr ihn? Das ist Pablo Picasso, an dem ich hier mal so lässig anlehnen kann. Geboren wurde er gleich hinter uns in dem Haus da. Er ist also ein echter Malagueño, nur besonders lange hat er nicht hier im Ort gewohnt. Spielt keine Rolle, man kann trotzdem ein Picasso-Museum hier aufstellen, das natürlich auch rege besucht wird. Wenn ich mich recht erinnere, ist am Sonntag jeweils der Eintritt frei. Sollte das falsch sein, schreiben wir euch das jetzt einfach hier unten hin, an welchem Wochentag das Museum kostenlos zu besichtigen ist. Steffi hat mich ja dann jeweils bei ihren Malaga-Ausflügen ganz alleine zu Hause gelassen. Das konnte natürlich nicht so sein und so habe ich jedes Mal das Maximum an Urlaub rausgeschlagen, um hier nach unten zu kommen. Das Ganze habe ich dann mit dem Zug gemacht, nicht mit dem Flugzeug. Ihr wisst, das mit der Höhe ist nicht so mein Ding. In 2 Tagen ist man auch mit dem Zug von der Schweiz hier in Malaga. Ein bisschen verrückt, aber naja. In dieser Zeit habe auch ich diese Stadt absolut lieben gelernt, vor allem natürlich das Essen. Das ist einfach unschlagbar, aber auch die Architektur, die Leute, die Menschen, es ist herrlich. Ich liebe es jedes Mal wieder in Malaga zu sein, aber jetzt widmen wir uns unserer größten Leidenschaft und das ist und bleibt das Essen. Der zweite Stopp unserer Foodtour machen wir mit euch heute am Markt. Da waren wir vorher ja schon mit euch und jetzt haben wir uns hier Essen bestellt plus Bier und Tinto de Verano. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Debbie und Dominik, die momentan ja in Marokko unterwegs sind und ein bisschen Probleme mit ihrem Freddy haben. Sie haben uns hier hingelockt, weil das Bier hier so günstig ist und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken, schicken liebe Grüße rüber nach Marokko. Für mich gibt es Pulpo Frito, frittierten Tintenfisch, eine absolute Leckerei. Ich freue mich. Und nach dem
Essen geht's zum Trinken. So einfach kann das Leben sein hier in Malaga. Wir sind hier in einer ganz typischen, ja wie sagt man, in einer Vinothek. Vielleicht in Malaga gibt es den typischen Vino Dulce. Das heißt, das ist ein süßer Wein, ein Weißwein. Ich glaube, es gibt ihn nicht rot, ich kenne ihn nur weiß. Sehen wir gleich. Auf jeden Fall ist er ultra stark und ich bezweifle nicht, dass ich danach zumindest die Straßen etwas kurviger wahrnehmen werde. Wir probieren jetzt mal 2 verschiedene typische Weine und ihr seid dabei und könnt zuschauen, wie wir das Gesicht verziehen, weil ihr seid ja nie da, wenn wir was erleben. Perfetto, gracias. Jetzt haben wir hier 2 kleine Gläschen von. Einmal haben wir einen süßen, einmal haben wir einen trockenen. Und jetzt geht es ans Probieren. Du magst den trockenen? Zum Wohl. Sehr kräftig im Geschmack. Leichte Karamellnote, aber lecker. Sehr lecker. Wie ist deiner? Naja, ein bisschen herb. Oh ja, das riecht schon ganz anders. Also sie haben mehr einen Schnaps als was anderes. Ich bleib beim Süßen. Unsere Thekennachbarn haben ja gerade gesagt, für die sich nie entscheiden können, die bestellen einfach einen gemixten. Das gibt es einen trockenen und einen süßen zusammen. Und das probieren wir jetzt einfach selber aus. Es gibt auch einen eigenen Namen für diese Kreation, den habe ich aber schon wieder vergessen, was nicht zuletzt an dem bereits getrunkenen Gläschen liegen könnte. Etwas, das Malaga auch so ein bisschen auszeichnet, ist dieser Park hier. Mitten im Zentrum ist diese riesige Anlage mit botanischen Pflanzen. Hier habe ich früher jeweils mein Spanischbuch auf den Beinen aufgeklappt und zum Gekrächze der Papageien Spanisch gepaukt. Wir wissen doch jetzt, wie diese Papageien heißen. Das hat jemand in die Kommentare geschrieben. Mönchspapagei sollen es sein. Nicht Mönchspapageien, sondern Mönchsittiche. Ja, ich denke, es waren Mönchsittiche. Genau, du hast recht, Mönchsittiche. Danke noch für diesen Tipp. Absolut. Jetzt sind wir hier schon fast am Hafen, noch ein paar Meter und dann sind wir an der relativ neu gestalteten Hafenpromenade. Malaga ist oft und gerne einfach nur als Anflugort bekannt. Man fliegt halt hier hin, geht danach irgendwie nach Marbella oder weiter der Costa del Sol entlang. Aber hey, die Stadt, die lohnt sich wirklich. Stierkampf wird leider hier in Malaga noch regelmäßig betrieben, gerade zur Semana Santa, also zur Osterwoche oder während der Feria finden hier regelmäßig Stierkämpfe statt. Traurig, ändern können wir 2 das leider nicht. Und die beste Aussicht, die hat man von ganz da oben. Wenn ihr eine Wohnung nehmen wollt hier in Malaga oder ein Hotel, dann gibt es verschiedene Stadtteile, die ihr wählen könnt. Wenn ihr in die Altstadt hineingeht, dann habt ihr die ganzen Gassen, ihr habt das Essen, ihr habt die Partystimmung am Abend. Es muss nicht zwangshalber laut sein, kann es natürlich, aber der Vorteil, man ist direkt bei den Geschäften und wenn ihr das mögt, dann seid ihr da genau richtig. Wenn ihr so den Mix wollt zwischen Stadt und Strand, dann empfehle ich euch den Stadtteil Malagueta. Das ist hier vorne beim Hafen, hinten dran sind vor allem Hochhäuser, die hier stehen. Der Vorteil, zur einen Seite hat man direkt das Meer mit den ersten Stränden. Klar, die ersten Strände der Stadt, die sind meistens auch am vollsten. Und zur anderen Seite ist man aber auch in einer guten Gehdistanz zum Zentrum von Malaga, zu den Geschäften, den Tapas-Restaurants und alles weitere. Wer jetzt vor allem den Strand möchte und einfach ein paar coole Bars und Strandrestaurants möchte, der ist am besten bedient in Pedregalejo. Das ist noch ein Stadtteil weiter draußen, weiter Richtung, überlegen Osten.
weiter Richtung Osten hinaus. Mit dem Bus sind das vielleicht 15 Minuten, dann ist man auch wiederum im Stadtzentrum. Aber dort hinten gibt es ja ganz viele solche kleinen Badebuchten und es gibt wirklich eine mega coole Promenade mit ganz vielen Bars und kleinen Restaurants, die auch super gutes Essen anbieten. Dort hinten, dort war ich immer zu Hause, wenn ich hier in Malaga war oder auch wenn Louis hier war. Wir hatten immer Wohnungen da hinten, weil einfach das Flair am allercoolsten ist, in Pedregalejo. Deshalb fahren wir jetzt, wenn wir auch nur so kurz Zeit haben, da gar nicht erst hin und zeigen euch das auch gar nicht, weil das würde uns dann viel zu wehtun, wenn wir innerhalb von kurzer Zeit da wieder weg müssten. Wer so reisen möchte wie wir, der muss auch arbeiten. Das haben wir die letzten 2 Stunden jetzt hier in diesem Lokal gemacht. In diesen großen Ketten gibt es halt einfach immer das beste Internet dafür, auch die teuersten Getränke. Und Strom. Und Strom. Jetzt beginnt es zu regnen. Die Bäuche, die sind eigentlich voll. Mal schauen, was wir noch machen. Vielleicht geht es noch in eine weitere Tapas-Bar. Vielleicht passt irgendwo noch was rein. Wir besprechen uns kurz. Wir sind zurück auf dem Campingplatz oder besser gesagt auf dem Stellplatz etwas außerhalb des Stadtzentrums. Mit dem Bus hat man von hier gut 30 Minuten nach Malaga und ja, wir haben nicht mehr gemacht. Wir hätten euch natürlich noch viel mehr von Malaga zeigen können. Da hätte das Video wahrscheinlich gesprengt. Diese Stadt liegt uns einfach so unheimlich am Herzen, dass wir definitiv nicht zum letzten Mal hier waren. Wenn wir das nächste Mal da sind, dann zeigen wir euch selbstverständlich noch viel mehr von dieser wunderbaren Stadt. Ich hoffe natürlich, dass wir euch heute schon einen guten Einblick geben konnten in dieses Juwel an der Costa del Sol. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann wieder, wenn es von diesem Stellplatz hier weggeht in die Berge, wahrscheinlich so wie es aussieht. Und ja, ich freue mich unheimlich, seid ihr alle mit dabei. Schreibt unten in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns auch immer über sachliche Kritik. Das ist uns sehr wichtig. Ich weiß, in den letzten Videos, da hatten wir oft Windprobleme. Die Kamera, die Canon G7X Mark II, die wir nutzen, um zu vloggen, die hat leider ein paar Probleme. Die ist runtergefallen, schon in Slowenien, und seit da hat sie ein bisschen einen Knacks. Und ja, wir hoffen, dass wir diese irgendwann dann mal ersetzen können. Ja. Aber so lange muss es jetzt einfach noch gehen. Wir hoffen natürlich auf euer Verständnis. Wie gesagt, das war's aus Malaga, von diesem Juwel, von diesem wunderbaren Tag. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.